Hallo und herzlich willkommen, liebe Anhängerinnen und Anhänger von der bunten Klötzli-Kultur. Willkommen zu einem neuen Klemmbausteine-Stream mit mir im Serial hier auf twitch.tv/brackch. Wunderbar, hat er es wieder angeschafft. An einem wunderschönen Dienstag. Langsam lichtet sich der Nebel und es kommt ein bisschen Sonne vor. Wir sitzen trotzdem in unserem dunklen Kämmerli. Nein, eigentlich nicht. Die Rollläden sind noch halb offen, aber trotzdem drinnen könnte ich die Sonne nicht so geniessen, wie es jetzt würde ich hören. Und ja, ich merke schon, ich habe zu viel geschlafen. Ich bin leicht aufgedreht. Mich regt schon die Musik auf, weil sie einfach nicht mit meiner Energie heute mithalten kann. Aber es ist ja schön, mal zur Abwechslung nicht so der typische Dienstags-Serial, so morgen früh arbeiten. Nein, heute nicht. Heute machen wir das nicht. Wie seid ihr in die Woche gestartet? Gestern war es schon Podcast. Bin ich auch dabei gewesen. Ich hoffe, ihr habt auch mal reingeschaut. Buff Crit Loot. Oder hört es euch mal auf Spotify an. Nicht zum mich promoten, sondern zum brach.ch promoten. Ich bin ja nur eingesprungen für den Niku, wo sich immer noch in der Ferien in den USA befindet. Ich hoffe, Niku, dir geht's gut. Vielleicht schaust du gerade rein. Wobei, wie spät ist es dort? Morgen früh wahrscheinlich nicht das Erste, was er macht. Aber ja, kannst du es ja noch nachhören und nachschauen. So, für die den Tweet gesehen haben, was machen wir heute Lustiges? Wir machen heute nochmal Lego Creator, nochmal Apollo-Mission. Und zwar. Das Mikrofon ist im Weg. Moment. Wunderschöne. Wie heißt es? Lunar Lander. Lunar Lander haben wir da am Start. Und der passt auch hervorragend zu unserer. Falsche Seite. Da oben. Zu unserer Saturn 5, die wir schon gebaut haben. Weil dort haben wir nämlich auch ganz eine kleine Landekapsel schon mal gebaut. Ist aber, glaube ich, eine andere Mission gewesen. Ja, und ist das grösste Projekt gewesen. Der hier hat 1087 Teile. 1087 Teile. Modellnummer 10266 ist ab 16. Ich darf es bauen. Ich bin mega glücklich. Habe ich schon Geburtstag gehabt. Und darf jetzt mich daran erfreuen, da ein bisschen auf Mond Erkundungstour zu gehen. Ja, ich denke, ich hack das einfach mal auf und wir wechseln schon mal in unsere Lego-Cam. Ich sehe schon, es handelt sich leider nicht um also es ist schon neu, aber es ist eins von diesen Päckchen, das leider beschädigt worden ist, wo man natürlich niemals euch würde zuschicken und dann unter Umständen aber bei mir landet, wo ich mich natürlich auch freue, weil der Inhalt, also bis so ein Klötzchen kaputt geht, da braucht es ja schon einiges, oder? Darum eigentlich gar nicht so schlecht, wenn zwischendurch mal irgendetwas kaputt geht und das da bei mir auf dem Tisch landet. So, ich muss mal schön sortieren. Da haben wir nochmal das 1 und 2 und 1 Doppel-1 und 3x 4 und noch so ein Büteli, so ein Plus-Büteli. Oh, schaut mal, richtig oldschool noch. Das ist noch alte Schule hier in Plastik innen. Das hat schon fast Seltenheitswert heute. Oh, ich muss mal schon die Jacken abziehen, es wird schon warm. Eieiei. Und tschüss. Gut. Gibt es ja heute nicht mehr. Lego ist dabei und wechselt die nach dies nach aus. Natürlich bei den alten gehen sie es nicht nochmal zurück, machen den Rückruf und die Anleitungen jetzt in Karton verpacken, wie das bei den neueren der Fall ist. Ich finde es gut. Ich finde es gut, dass man das macht. Jetzt hier haben wir noch ein bisschen Plastik. Wobei der Karton muss auch immer noch richtig entsorgen. Oder? Das ist dann wieder das andere. Und halten sicher auch nicht alle so gut dran, oder? Wow, schau mal. Es funkelt und glänzt hier nur so. Das sind unsere Decals, unsere Aufkleber.
Könnte man fast... Nein, es geht nicht ganz als Spiegel durch. Es ist zu wenig geglättet. Expert Level. Oh oh. Oh oh. Kritisch. Ihr wisst, was das heisst. Ich bin in einer Stunde fertig. We choose to go to the moon. Wunderbar, auch hier wieder in der Creator-Serie, in der Anleitung, so ein bisschen Hintergrund, oder? Hintergrundinformationen zu dem, was man baut, habe ich immer persönlich mega gerne. Ich habe das auch zum Beispiel beim Porsche habe ich das richtig toll gefunden. Die alten Modelle dort zu sehen, die Geschichte ein bisschen dahinter zwischen dem, was wir gebaut haben. Sieht man den überhaupt? Ja, doch, da. Hinter den Pflanzen. Sieht man den noch ein bisschen. Und übrigens, für die, die sich wundern, also er ist sehr prominent da. Der Eiffelturm, wo wir letztes Mal fertig gebaut haben. Ich bin fast so groß wie der Eiffelturm, wenn ich hocke. Nein, der Eiffelturm ist sogar grösser. Jetzt schauen wir mal. Unglaublich. Also, mit der Fahne toppt er mich im Sitzen. Tatsächlich. Wunderschönes Teil nach wie vor. Anyway, wir sind heute beim Lunar Lander. Ein bisschen Hintergrund, hä? Damals, oder 19... warte, wann war das? 20. Juli 1969 das erste Mal hat die Menschheit Fuß auf den Mond gesetzt. Und 1960 ist das ganze Rennen losgegangen. Da wer kommt zuerst auf den Mond und kann sich da irgendwie den ganzen Raum und die Gelder, die dahinter waren, noch sichern. Ja, wie wir jetzt wissen, ist das Amerika gewesen. Ja. Ich bin gespannt, wer die erste Mondbasis einrichtet. Also so richtig, oder? Ich glaube, Elon Musk würde das machen. Mondbasis einrichten. Dass man von dort her nachher kann Raketen rüber schicken auf den Mars und von dort anfangen zu besiedeln. Clue Music! Hey, herzlich willkommen, guten Mittag ist bei mir, aber schön dir einen guten Morgen. Hast du es gut, hoffentlich? Ja, und ich finde das recht interessant, oder? Dann hat man dort die kleine Basis auf dem Mond. Und wenn man von dort vom Mars kann starten, hat man ja den geringeren Widerstand, weil keine Atmosphäre, sechsmal leicht geringere Schwerkraft und so weiter. Ja, wer schafft es dort, die erste Basis einzurichten? Und wenn die erste Basis da oben ist, wer darf wie viel Land beanspruchen, oder? Dann geht die Schlägerei wahrscheinlich wieder los. Ich freue mich, das wird richtig lustig. Schau jetzt da. Das ist auch noch lustig. Did you know, dass es ein Lingerie-Hersteller war, der den Vertrag gewonnen hat, um für die Astronauten die Anzüge zu machen für die Apollo 11 Mission? Irgendwo ist doch noch morgen. Absolut richtig, Clou. Ich mache einfach dumme Sprüche. Alles okay. Aber das stimmt, ja. Irgendwo, wahrscheinlich ist beim Nico in Amerika jetzt am Morgen. Absolut richtig. Jetzt muss ich mal schauen, Mann. The craft of weaving by female factory workers inspired the core rope memory of the onboard guidance computer. Wie jetzt? Also, das Handwerk von diesen Frauen, die Textilfasern verwoben hat, Core Rope Memory, ich weiß nicht, was das Rope Memory ist, aber irgendwie hat das Design von dem Bordcomputer vom Lunar Lander beeinflusst. Interessant, hä? Wenn ich jetzt so Fäden, die ineinander reingreifen, vor mir habe, kann ich mir eigentlich nur so das typische Science-Fiction Bordcomputerli vorstellen, dass das Sonar oder was auch immer mit diesen grünen Balken, dem grünen Grid drauf. Ja. Anyway, wir sind ja da zum Klötzeln und nicht gross zum darüber lamentieren, wo jetzt das herkommt. Das könnt ihr selbstverständlich dann selber nachlesen. NASA, hä?
Okay. Ein bisschen Background zu der NASA. 1958. National Aeronautics and Space Act heisst das ausgeschrieben. Habe ich nicht einmal gewusst. 1958 ist das durchgesetzt worden und daraus nachher die NASA entstanden. Cool. The Eagle has landed. Hier auch nochmal das Bild vom Lunar Lander aus der Apollo 11 Mission. Cool. Ja, Key Moments. Ich glaube, die kann man auch nochmal ein bisschen in die Kamera reinheben, oder? Nein, Moment, da. So. Also das Abheben von. Ja. So. Okay, das Abheben von der Rakete, dann die ersten Bilder überhalb von der Marsoberfläche. Landung. Das ist garantiert Computer. Wer hätte das Foto machen sollen? Oder ist einer da oben geblieben? Hä? Einfach einen haben sie oben gelassen, so, ja, du machst das Foto, wenn wir wieder davon wegfliegen. Sorry für dich. Aber du wirst nie erwähnt. Schon cool. Und dann die kleinen Landekapseln. Also Landebojen, kann man so sagen. Wo sie dann wieder zurück auf die Erde gekommen sind. Und natürlich der Schuhabdruck von Alec Baldwin. Bin nicht so gut da drin. Aber falls ihr das wisst, nur her damit. Cool. Also das ist schon ein Happening gewesen. Ich wünschte, ich hätte das so ein bisschen miterleben dürfen. Ich meine, was haben wir jetzt noch so für grossenartige Neuigkeiten, wo wir da... Gut, Perseverance auf dem Mars, aber irgendwann so nach dem 20. Bild von rotem Gestein hat man das leider auch gesehen. Aber der Anfang war cool gewesen. Als Mensch hat man sich ja sehr schnell an so Neuigkeiten gewöhnt, ob sie jetzt positiv oder negativ sind. Und ja, leider ist man dann in dieser westlichen Welt so ein bisschen... fährt man dann so in den ignoranten Kurs und vergisst das dann auch ein bisschen oder will es vergessen und ja, beschäftigt sich gar nicht mehr so damit. Dann ist einfach nicht mehr so richtig speziell. Da fehlen mir persönlich auch ein bisschen die grossen technischen Quantensprünge momentan, ob jetzt ein Fernseher 2K, 4K oder 8K hat. Interessiert mich nicht so, ehrlich gesagt. Wie geht es euch so? Habt ihr irgendwie so einen grossen... Moment, ich muss da mal geschwind Lärm machen. Was ist so für euch der grosse technische Fortschritt in den letzten Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten oder so, wo ihr noch miterlebt habt? Sagt mal, das ist wirklich etwas, das hat uns extrem viel weitergebracht. Man könnte jetzt sagen, ich bin so mit Internet aufgewachsen oder was analog, dann ISDN, oder? Die hast du einloggen. Noch aufgewachsen, aber ich bin noch zu jung gewesen, um wirklich zu verstehen, was das für Ausmaße hat. Das finde ich halt schon noch interesting. Wie ist das so von der Helligkeit her? Ich sehe, die Kamera hat wieder irgendetwas, hat wieder gesagt, nein, sorry, aber heute mache ich, wie ich will. Ich habe es wieder vorher eingestellt. Es ist wieder genau die gleiche Story wie immer. Das ist doch einfach zum Haarölzeichen. Ein bisschen heller, nicht zu hell. Was ist da mit dem komischen... So. Ja, ein bisschen besser, ja? Okay. Es sieht halt wieder meine Hand so aus, als wäre sie irgendwie von einem 80-Jährigen. Passt soweit. Okay, merci fürs Feedback, Clue. Sehr gut. Dann let's go mal. Hä? Wie hast denn du da zum Stream gefunden? Ich glaube, ich sehe dich zum ersten Mal. Kann das sein? Habe ich das richtig im Kopf? Oder bist du auch gerne einfach mal so ein bisschen am Chillen und Ablurken? Was ich auch voll feiere, die Leute, die einfach da sind, weil sie den Content gerne haben. Das einfach so nebenbei ein bisschen laufen. Und ich finde, das ist irgendwie auch so ein bisschen ein Kompliment. Auch oben. Oder? Wenn du so etwas passiv nebendran ein bisschen rumbrabbeln lässt. Cortusu! Hey, Sally, grüß dich, willkommen im Stream. Schön, hast du da gefunden.
Hast du einen guten Dienstag verwünscht? Es tut mir leid, falls ich euch mit meiner Positivität heute erschlage. Ich habe selten gut geschlafen. Hey, jetzt brauche ich doch 3 von diesen langen schwarzen. Was sind denn jetzt die? Muss ich jetzt die da rausnehmen? Weil von dem ist nichts gestanden, jetzt von dem Päckchen, oder? Da steht nur das Eis. Aber das stimmt ja jetzt schon, oder? Es fängt schon an. Es ist immer das Gleiche. Ich mache jetzt einfach den auf. Früher oder später werden wir schon herausfinden, ob wir es falsch gemacht haben. Der hat eben keine Nummer drauf. Das ist so ein Sack, der in der Regel in der Anleitung mit so einem Plus festgehalten wird, aber nicht in dieser Anleitung. Aber ziemlich sicher wird es ein Teil sein da. Eigentlich ist der Troy schuld. Ah, hat er dich gezwungen zum Mitschauen, oder was? Der gute Troy. Hat er aber gut gemacht in dem Fall. Oder wartest du jetzt da einfach im Stream bis morgen am 3, bis der Troy anfängt zu streamen? Wir hatten Matti bis jetzt hier, weil die Lehrerin krank ist worden. Auch geil, ich fühle mich geehrt. Anstatt Matti ein bisschen Lehmbausteine. Voll gut. Ich hoffe aber trotzdem, dass es Matti begreifst, was ihr eigentlich gehabt hättet. Und ich sage jetzt das extra, weil ich bin ja am Aargau in der Schule, oder? Und da gibt es ja Real, Sek, Bitz. In anderen Gefilden gibt es Real, Sek A, Sek B oder Real, Sek Gimmi oder Sek A, B und dann Gimmi, whatever. Und ich habe in der 3. Real ich hatte ein richtiges Anschlag als Primarlehrer. Ich schiebe so viel, warum ich in der Real gelandet bin. Jedenfalls bin ich in der 3. Real, dann in der 3. Sek und dann in der 3. Bitz. Und in der 3. Bitz habe ich gemerkt, ich hatte so eine Bildungslücke im Mathe gehabt, weil irgendwo, einfach durch die Wechsel, habe ich irgendetwas nicht verstanden in der Mathe. Und das hat sich dann ein bisschen durchgezogen gehabt, oder? Und wenn du dort nicht einhakst, dann die Basics drin hast, wie, keine Ahnung, was ist, ich glaube, Wurzelziehen zum Beispiel, haben wir nicht angeschaut, das ist in der Bitz einfach gekommen. Und ja, und so komplizierte algebraische Gleichungen mit Brüchen und so. Ja, schwierig. Immer noch schwierig bei mir, ehrlich gesagt. Müssen wir wieder voll reinschaffen. Darum, Matti, einfach schauen, dass sie dranbleiben, wenn es einfach Hass ist für die einen. Ich habe Matti geliebt, bis in die Sek. Und dann in der Bett habe ich gemerkt, jetzt packe ich es nicht mehr so richtig. Ist es nicht im Ganzen so lustig gewesen. Ah, Troy hat gesagt, okay, und der hast du voll angeladen. Cool. CA-Streams unterstützen. Merci vielmals, Clou. Yes, CA-Streams muss man tatsächlich unterstützen. Wir haben wirklich eine sehr kleine Community. Habe ich mir auch bestätigen lassen, kürzlich von anderen Schweizer Streamers. Das sind sehr wenig Leute, die Schweizerdeutsch in dieser Schweizer Community zumindest erfolgreich unterwegs sind. Und das ist doch cool, oder? Wir haben wirklich so etwas Eigenes. Also wenn du auf Schweizerdeutsch streamen, dann hast du auch in der Regel nur die Community. Also wir haben sehr wenig Leute, die Hochdeutsch reden da bei uns und dann dazukommen. Weil das ist halt auch Sprachbarrieren, oder? Nichtsdestotrotz. Oh, der Stoff von den letzten 3 Wochen schon durch. Cartusen, nice. Okay. Da ziehe ich also meinen Hut vor dir. Das ist absolut vorbildlich. Absolut vorbildlich. Echt cool. Ist Matti in dem Fall so ein bisschen dein Favorite, oder wie? Ist das so etwas, wo du wirklich sagst, mal, das check ich. Wir haben da so einen Pro gehabt, der war ein Ungar. Der war eh mega gut in der Schule, aber der hat das einfach alles gecheckt und der hat zum Teil den Lehrer noch korrigiert. Aber der hat eine riesige Gleichung aufgeschrieben, wirklich die ganze Tafel voll. Und dann hat er gesagt, ja, aber können wir das nicht dann so machen? Und dann hat man sie 3 Schritte. Und der Lehrer
Könnte man schon, aber wir machen es jetzt so. Du hast es gemerkt, oder? Ja. Er hat dich gerade an die Wand genagelt, lieber Freund. Ja, der Typ war toll gewesen. Recht witzig auch, ist mit in Ungarn klassisch mit einem Zirkus unterwegs gewesen. Ist im Turnen auch das Monster gewesen, ist ein Viech gewesen. Super Typ, ich weiss leider nicht, wo er jetzt gelandet ist. Anton, falls du irgendwann mal zuschaust, melde dich mal wieder. Wäre cool. 10. Schuljahr ist jetzt halt mehr Repetition. Mathe ist dies, machst auch Informatik. Super. 10. Schuljahr. Auch nochmal ein bisschen Zeit, einerseits, um ein bisschen zu schauen, wo du hin willst. Andererseits, um sich ein bisschen nochmal in der Materie zu festigen. Ich finde es aber nur schade, wenn sich dort die Lehrer und Dozenten nicht so Mühe geben, aber im 10. Schuljahr und so das Gefühl haben, ja, das sind die Faulen einfach, aber das stimmt überhaupt nicht. Es gibt ein 10. Schuljahr, da wirst du nochmal richtig gefordert. Und das darf ja auch sein, oder? Dann wirst du dich nachher auf Informatik konzentrieren. Oder wie sieht das aus? To the moon! Barracks, hey! Salut, yes! Wir sind wieder unterwegs. Es geht wieder los. I'm in space! Ich erinnere mich immer wieder an Portal. Ich weiss nicht, sobald ich irgendetwas mit Weltraum höre, dann ist bei mir automatisch Portal im Kopf. Wunderbares Game. Schade, gibt es keinen dritten Teil. Sehr schade. Das 10. Schuljahr, das auf Informatik spezialisiert ist. Das habe ich gar nicht gewusst, dass das gibt. Vorbereitung auf einen Beruf. Cool. Also dann haben wir auch wirklich schon Informatik als Fach. Fangst du in der Regel ja mit Java an? Ist das immer noch so ein Thema? Oder könnt ihr schon, keine Ahnung, C# oder oder Python oder ich weiß auch nicht, was alles gibt. Ich bin kein Informatiker. Ich habe nur mal ein halbes Semester mitgemacht. Hat mir aber gelangt. Und da sieht man wieder, das war eben die Mathe-Lücke, oder? Informatik, ich habe Informatik-Design angefangen, zu wenig Design, zu viel um Informatik. Informatik habe ich einfach nicht ganz so den Durchblick gehabt. Wegen dieser Lücke. Vielleicht hätte ich ein bisschen mehr Zeit können investieren können. Das ist auch so. Aber ja, das ist wie es ist. Manchmal muss man sich einfach mal ein bisschen festlegen und einen gewissen Weg einschlagen, um zu schauen, ist es etwas oder nicht. 1000 Teile schreit eigentlich fast danach, dass wir fertig werden in dieser Folge. Aber ich verschreie jetzt mal noch nichts. Kommt darauf an, weil eben ich bin sehr positiv gelaunt, dann schnurre ich ein bisschen mehr, dann kann es sein, dass es doch ein bisschen länger geht. Clue Music tönt voll irgendwie der Clue. Das ist doch ein Schweizer. Ist das nicht auch ein Schweizer Musiker? Ich bin in dieser Branche nicht so gut unterwegs. Aber machst du selber auch Musik? Oder woher kommt der Name? Wenn ich da so frech frage. Das ist jetzt schon ein Wunder. Was? Es gibt ein Game, das ist wie Portal einfach neu. Wie heißt es denn? Der Clue macht wirklich Musik. Nice. Welches Genre tust du dann abdecken mit deiner Musik? Also bist du in einer Band oder machst du einfach selber so quasi als Solo-Act ein bisschen Musik? Spoo, hallo. Schön bist du wieder mit in der Runde. Wie geht's uns heute? Erzählen Sie doch einmal.
Grundlektionen Deutsch, Mathe, Englisch, ja, okay. Und dann ICT-Grundlagen, Programmieren Java und Webdesign, HTML, CSS und PHP und Office 365. Top, solides Fundament. Ich finde so HTML und CSS würde eigentlich allen recht gut tun. Oder? Also ich meine, wenn ihr irgendwo schon mal versucht habt, ich nehme den Brief auf, da bin ich eigentlich noch ganz putzt. So HTML, wenn man die eigene Webseiten oder so etwas programmieren oder irgendwelche Commands bei gewissen Programmen, die ans Internet angeschlossen sind, hilft dir das eigentlich schon noch. Ich finde, das sollten alle mal machen. Bin ich auch immer noch davon überzeugt bin, dass alle Leute mal im Service geschafft haben. Einfach zum Wissen, wie das ist und wie man zum Teil behandelt wird. Reisset euch am Riemen! Bist du den Namen am Suchen? Merci Barracks. Dann muss ich das nicht machen. Nein! Ah, schon wieder auf der falschen Seite. Herrgott, Sackermann. Also wirklich. Ich schnurre wieder zu viel. So. Habt ihr gesehen, wie ich das analysiert habe und direkt von hinten gedrückt habe? Einfach weil mein Hirn heute huge ist. Da. Und noch so ein Bömmeli. So, das sieht gut aus. Ich mache jetzt einfach mal Base fertig. Ah, oh, Clue. Okay, Sea kommt vom Vornamen und Slu vom Nachnamen. Aber das ist dann voll geil, Clue. Du leihst auf, okay. Also alles. Bist du so jemand, den man buchen kann und dann zum Beispiel für Hochzeiten und dann sagst, ja egal, was habt ihr gerne, da keine Ahnung. Latin, R&B, D&B, Techno, 80s, 90s und dann machst du einfach das, was sie wollen. Früher noch selber Instrument gespielt. Schlagzeug, Klavier und Trompete. Wow! Nicht schlecht. Völlig unterschiedliche Instrumente. Ganz cool. Was dein linke Nasenloch spinnt, Bu. Es ist verstopft. Obwohl du nicht verkältet bist. Hast Heuschnupfen oder so? Am Wochenende, am Sonntag, waren wir bei meinem Götti gewesen. Und der hat früher wirklich übelsten Heuschnupfen gehabt. Also der ist nur so durch die Weltgeschichte durchgelaufen. Es ist einfach nur so alles runtergelaufen hier. Und dann ist es mal besser gegangen. Und jetzt am Wochenende, wo wir vorbeigekommen sind, hat er vorher irgendwie die Katze bei ihm so ins Auge gelangen mit den Haaren. Und das ist dann zwar eher eine allergische Reaktion, aber das hat gelangen gehabt. Also wirklich das Auge, das ist schon fast so ein bisschen rausgepoppt und rot geworden und hat Tränen und es hat ausgesehen. Hat mir richtig leid getan und dann ist einfach so dort auf seinem Stuhl gehockt. Da, die Seite hat super ausgesehen, aber die so, ah Gott. Siehst du, da habe ich mich schon geoutet, Quartuso. Also eben Java ist Programmieren und JavaScript ist etwas anderes in dem Fall. Okay, hast du mich. Im Service gearbeitet? Ja, tatsächlich. Ich habe vorher die Hotelfachschule gemacht. Ja, die kennen die Geschichte schon. Also ich komme schon vom KV klassisch, aber ich habe dann noch die Hotelfachschule gemacht. Und bevor ich da bei Brack angefangen habe, Anfangs 2022, habe ich noch ein Hotel-Restaurant geführt als Betriebsleiter. Und natürlich aber auch unten angefangen, wegen der Hotelfachschule, Service, Küche, Rezeption, all das Zeug. Und darum weiss ich schon ein bisschen, was dort hinten abgeht und wie man sich aber auch ein bisschen fühlen kann, wenn Gäste so ein bisschen mit einem, ja, nicht so höflich umgehen, sag's mal so. Absturz, hey, welcome, Häusle bauen, yes. Mal wieder Apollo-Mission. Ich weiss zwar gar nicht mehr, welche Mission ist dann Saturn gsi? Warte jetzt. LEGO Saturn 5. Welche Mission ist das gsi? Tönt ja nach Apollo 5.
Aber ist es auch? Es steht einfach NASA Apollo Saturn 5 heisst sie, wo wir gebaut haben. Die da, eigentlich immer die falsche Seite, da oben steht. Die haben wir ja schon gebaut gehabt. Aber welche Mission das jetzt ist, who knows? Vielleicht hat man auch einfach die Raketen weiterentwickelt und das 5 war so die, die einfach perfekt war. Sagst du mir es dann noch, Barracks? Das ist gut, merci vielmals. Ich habe gerade klugerweise die Seite refreshed, jetzt ist der Chat weg, aber ich habe zum Glück noch da hinten doppelt abgesichert. JavaScript ist webbasiert. Websites interaktiv und so. Cool, nice. Nice. Das sieht gut aus. Sehr, sehr schön. Leute, ich bin auch ein bisschen gehypt. Ich habe ja erzählt vor 2-3 Wochen oder so, dass ich auch wieder zurück wollte und wieder mit Streamen anfangen. Also privat jetzt, nicht hier. Einfach, weil es mir wirklich so viel Spass macht wieder. Und jetzt bin ich dran wegen dem ganzen Branding-Zeugs oder Logos und so. Also, wir haben ja ein paar Streamer unter uns, die haben sich auch schon mit dem auseinandergesetzt. Bin ich mir sicher. Ich finde das so schwierig, ein gescheites Logo zu entwerfen und alles. Ich habe einfach so einen Platzhalter jetzt quasi drin, bis ich dann wirklich anfange. Da dachte ich, ja komm, jetzt mach's mal richtig. Aber nicht gerade so richtig, dass 5000 Stutz für einen Logodesigner ausgibst. Und dann gibt es eigentlich leider nur eine Option aktuell. Und ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Fiverr. Fiverr ist so eine Plattform, wo Künstler und andere Leute können ihre Dienste anbieten gegen Geld. Und du sagst ihnen, wie sie was sollen machen. Und viele Leute raten ja von Fiverr ab. Pikalicious, ja, ich weiss, ich komme noch zu dem. Ja, jedenfalls habe ich dort Fiverr Abende durchgeschaut, bis ich mal irgendeinen gefunden habe und dachte, okay, versuche es mal mit dem, weil ich weiss nicht, ist euch aufgefallen auf Twitch, wie viele Leute, vor allem bei den kleineren, einfach das hure Maskottchen haben, als ihr Logo, das aussieht wie so ein NHL-Logo. Einfach irgendwie eine Figur mit Triple Outlines und dann noch eine fette Schrift unten dran. Und ich sage euch, bei Fiverr ist 99% ist genau der Scheiß. Und ich will das nicht, oder? Ich kann mich auch nicht mit dem identifizieren. Ich finde das nicht cool. Und dann eben etwas anderes zu finden, ist extrem schwierig. Jedenfalls habe ich eben einen gefunden und ja, mit dem ein bisschen geschnurrt und ihm ein bisschen Vorlagen geschickt und dann hat er es wieder zurückgesendet und jedes Mal dachte ich, hey nein, oh Gott, wieso, oder? Und dann so am Abend mal noch mit der Frau geredet und sie so, ja, was ist denn mit der Pika, oder? Wie sie hat damals auch, nein, nicht sie mal, was hat sie gemacht? Nein, ich habe gar nicht mit Twitch mit ihr zu tun gehabt. Aber sie hat ja unsere Emotes hier bei Praxia gemacht. Clou hat zum Beispiel auch ein wunderschönes Emote von seinem Channel. Und dann ich so, ja, eigentlich könnte ich wirklich Pika mal fragen. Und dann habe ich ihr geschrieben, hey, du, wie sieht es aus so bei dir und so. Weil ihre Commissions sind ja schon sehr lang geschlossen, hat auch seinen Grund. Will ich da jetzt nicht breitreten. Dann hat sie gesagt, ja, was brauchst du denn? Ich schon so, oh. Dann habe ich ja gesagt, ich brauche alles. Ich will alles und dann will ich Ruhe haben. Okay. Nein, geht nicht. Sie hat wirklich so wenig Zeit momentan und da ist wirklich schon bei mir so ein bisschen die Welt zusammengebrochen. Währenddessen der andere wieder irgendwelche Skizzen geschickt, wo ich dachte, hey, Dude, also das kann ja ich noch besser und du hast irgendwie 1000 5-Sterne-Bewertungen. Was geht bei dir? Ja.
Und dann habe ich mich mega lange noch damit befasst, natürlich mit Journey noch konsultiert und dort irgendwie so ein paar Sachen ausgearbeitet, einfach als Inspiration, nicht zum direkt übernehmen, weil eben man weiss noch nicht ganz so, ist die Kunst dort wirklich ein bisschen geklaut. Manchmal kommt es mir schon ein bisschen so vor. Ja, und habe mir dann so etwas zusammengestellt, was so aussieht wie ein Starting Screen. Und den finde ich jetzt recht geil, so wie er aussieht. Natürlich muss man ihn neu machen, weil mit Journey. Gesetz, oder? Für die das schon mal gemacht haben, oder für die es nicht kennen, das ist einfach ein AI, der Bilder generiert, anhand von den Inputs, die ihr gebt. Inputs einfach, ihr schreibt etwas. So. Ja, und dann, wie es nur ein Starting Screen war, habe ich halt nochmal Bitty Batty gemacht bei der PK und sie macht jetzt tatsächlich den Starting Screen. Ich freue mich extrem. Pikalicious, beste Illustratorin ever. Sie hat so einen eigenen Stil, sehr, sehr tolles Fantasy-Artwork und alles. Das ist ein echter Verlust, finde ich, für all die Twitch-Overlay-Designer, Logo-Designer und so, weil einfach heute noch alles die gleiche Pump ist. So, jetzt habe ich genug geschnurrt. Aber ja, Pika kommt nicht zurück. Es ist wirklich ein Ausnahmefall. Barracks hat sie es auch für Fiverr. Okay, cool. Ich glaube, es ist wirklich ein bisschen eine Lotterie, oder? Mit wem du das zusammen schaffst. Oder es gibt gewisse Leute, die geben sich vielleicht. Weil die Referenzen, die er drauf hat, oder wo ein bisschen siehst, was hat er schon gemacht und Animations und so, die sind wirklich top-notch. Kommen wirklich toll daher. Aber die Skizze, die er geschickt hat, finde ich, ist einfach ein No-Go. Oder? Ja. Aber ich arbeite jetzt eben trotzdem schon mit ihm zusammen und jetzt parallel habe ich den Auftrag bei der Pika geschaltet. Mal schauen, wie es weitergeht, ja. Ah ja. STLC, hey! Ein Ponyhoi an dich. Hast du das so wunderbar geschlafen wie ich? Ich bin voller Tatendrang. Ich sollte öfters mal früher ins Bett, merke ich. Also was heisst früher? Ich bin irgendwie um 11 Uhr habe ich das Nadel auf die Seite gelegt. Das ist ja auch so eine Angewohnheit. Habt ihr das auch? Handy vor dem Einschlafen sagt ja der Bruder des Teufels, oder? Aber ich mache es ja trotzdem. Aus der Unterhaltung rausziehen. Nicht Fan von dieser Thematik. Okay. Also Fiverr. Ja. Also ich will da nicht mehr drauf eingehen. Alles okay. Aber Togepi-Emotes, ja, die hast du jetzt für alle Ewigkeit. Das ist doch gut. Ruinierst du das Seihorn? Oh, Entschuldigung. Ah, tatsächlich. Es hat ja noch ein Horn drauf. Aber sehr ein herziges Emote, finde ich cool. Sehr, sehr herzig. Handy ist ein Spülmittel, auch 100% richtig. Verwenden wir auch die Heime. Ich meine, gibt es ein anderes Spülmittel als Handy? Ich glaube es nicht. Die haben doch eine Monopolstellung, oder? Fiverr tut nach moderner Sklaverei mit einem pseudo-ruhigen Gewissen, weil du ein bisschen etwas gezahlt hast. Ich glaube, wenn du dich zu wenig damit beschäftigt hast, so wie ich, dann laufst du so blind links dort rein. Ja, das ist ein bisschen so. Aber ich glaube, es ist ein bisschen etwas dran an dem, was du sagst. Weil so wie er über Fiverr geredet hat, er hat natürlich nicht zu viel dafür sagen, weil die können auch den Chat nachschauen und so. Aber so wie er das gesagt hat, kontrolliert Fiverr schon ziemlich, wie
wie sie die Aufträge abhandeln und vor allem, ob sie abgeschlossen werden. Oder ich habe dann auch ihm gesagt, hey, look, ja, ich habe viel Zeit gebraucht. Ich habe ihm gesagt, ich brauche wieder Zeit. Dann hat er wieder nachgefragt und gesagt, hey, look, ich brauche einfach Zeit, oder, um ein bisschen mich im Klaren werden, was ich will und deine Skizzen entsprechend anzuschauen. Aber ja, wenn es jetzt viel Stress ist, kann ich sonst auch den Auftrag wieder zurückziehen, oder? Und dann, nein, das schadet nur meinem Business. Und dann glaube ich, halt wird Fiverr hindurch auch sagen, hey, sorry, wenn Leute abspringen, dann machst du deinen Job nicht richtig. Oder irgend sowas. Könnte ich mir vorstellen. Habe ich immer noch krass gefunden. Hey, schau, jetzt haben wir unseren kleinen Astronaut hier. Von der amerikanischen Lingerie-Fabrik hier. Yeah! Der sieht doch richtig futuristisch aus mit seinem goldigen Helm. Nice. So, dann stehen wir mal dahinter. Ein bisschen versorgen. Jetzt geht es als Nummer 2. Das geht ja wirklich fix, hey. Oh Mann. Tschüss. Platz ist wieder nicht vorhanden hier. Ach, ich habe immer noch Kaffee. Kalter Kaffee. Herrlich. Kitlerius fragt, die macht auch solche Sachen. Oh, cool. Habe ich immer sehr gerne so Empfehlungen. Also ich suche wirklich, falls es das mit diesem nicht klappt, Leute, die können hochwertige Fantasy-Illustrationen mit Animationen machen und nicht den Einheitsbrei. Ich distanziere mich von dem Einheitsbrei. Und ich bereue leider, dass ich dort auf das Fiverr-Zeugs eingestiegen bin. Aber ganz ehrlich, liebe Künstler da außen, warum? Erstens gefällt mir euch nicht. Und zweitens, wenn man euch findet, macht ihr den gleichen Grund wie jeder andere. Das hat nämlich Pika genau auch gesagt. Ich habe sie noch zuerst gefragt, hey, kannst du mir nicht irgendwie ein paar Künstler empfehlen? Und sie hat gesagt, viele haben aufgehört und die anderen, die machen jetzt auch den Einheitsbrei. Und findest niemand mehr. Dann habe ich noch eine gefunden aus Frankreich. Die hat auch sehr schöne Sachen gemacht. Und wenn du Bilder vergrößert hast, aber. Und mit der hat Pika früher noch zusammengearbeitet, mal geschwind. Hast du gesehen, dass es AI-generierte Bilder sind. Also die macht sich das Leben nicht einfach. Verlangt immer noch gleich viel Stutz. So ein volles Paket kostet 800 bis 1500 Stutz. Und dann hast du AI-generierte Hintergrundbilder. Geht doch nicht. Barracks Starting Screen Thema. Meiner Meinung nach absolutes No-Go. Ah, okay, cool. Starting Screen Thema. Okay, kannst du das mal bitte erläutern, Barracks, warum das für dich ein No-Go ist? Weil man quasi noch muss warten, bis es losgeht, oder? Was ist da der Hintergrund? Ein bisschen am Popcorn essen. Passend. Viel zu viele Teile da, hey, ehrlich. Also es ist auch voll okay, verschiedene Meinungen zu haben. Ich lasse mir die sehr gerne an, oder? Ich meine, ich bin ja auch ein Noob und vielleicht ein bisschen blind unterwegs. Und da finde ich es immer cool, wenn man so ein bisschen andere Inputs noch hat, als die der Masse entsprechen. Fiverr löscht zum Teil auch Leute, die zu wenig Aufträge im Jahr arbeiten. Ist nicht wahr? Oh mein Gott. Ja, STC, genau. Viele Leute haben keinen Plan, was Zeit kostet. Ein bisschen unscharf ist er, weg ist er. What? Ich? Das ist wahrscheinlich noch etwas von vorher. Ja, also ich zahle sehr gerne Zeit, ich zahle auch sehr gerne der Pika mehr. Es ist schon nicht gerade günstig.
Und eben die Leute, die haben sich die Fähigkeiten über Jahre hinweg erarbeitet und die sollen auch ihren Lohn haben. Aber ein bisschen muss dann halt gleich noch ein bisschen in Relation stehen, oder? Weil zum Beispiel eben so ein Logo-Designer, oder? Das sind ja Tausende von Franken, die du zahlst für das Logo. Vor allem, wenn es irgendwie ein riesen Brand ist. Und für dich als Laie ist es, finde ich, mega schwierig, zum das zu greifen irgendwie. Wo kommt die Arbeit her, wenn du am Schluss nur so ein Line-Art-Logo hast? Nehmen wir das Brack-Logo zum Beispiel. Das ist ein fetter Font, weißer Hintergrund mit einem roten Rahmen. That's it. Oder? Und natürlich ist dort ein riesiger Denkprozess dahinter, wo Leute zusammengehockt sind und gesagt haben, hey, schau, was für Farben, wie wollen wir uns präsentieren, was ist unsere Corporate Identity, was ist unsere Aussage mit dem, warum wir uns so präsentieren, machen nicht irgendwie die geschwungene Schrift, so die Florali und alles. Warum nicht das, oder? Praktisch billig, sagt SDTLC. Au! Ei. Ich habe nicht gehört. Nein, alles gut. Jeder darf seine Meinung haben. Das, wo Yes ist auch noch ein Name, oder wie es Bu? Auch noch eine Künstlerin. Yes und Kitleris. Okay. Tun wir die zwei mal noch halten. Ja, und sonst nehme ich einfach irgendetwas Kleines von dem Typ bei Fiverr, dass er quasi gleich einen Auftrag hat und ein bisschen Entschädigung für seine Arbeit. Aber halt ja den Rest nicht macht, oder? Weil ja, was bringt es, wenn ich nicht zufrieden bin mit dem, was ich gerne hätte? Obwohl ich ganz klare Anweisungen gebe und der sie zum Teil dann eben auch noch ignoriert, die Anweisungen. Wenn ich sage, hey, mach das weg und dafür das an und er macht es nicht. Ja, dann kann ich halt auch nicht helfen, wenn er unzählige Revisions muss machen und das alles nochmal bearbeiten. Oder? Da bin ich halt vielleicht auch ein bisschen ein mühsamer Kunde. Ich meine, jetzt habe ich ein Bild aufgeladen, das wirklich fix fertig ist, so wie es soll sein. Man muss eigentlich nur noch nachzeichnen quasi. Und ganz viele Kommentare, wo ja kannst verweisen auf die Bilder, hey, da, das, da, das, da, das. Und wenn du dann nicht daran haltest und irgendwie schon etwas machst, ja. Schwieriges Thema. He? Verkauft euch nicht unter Wert. Auch wichtig. Die Leute wollen für Arbeit nicht zahlen, darum machen Künstler Einheitspreis, damit sie es günstig anbieten können, damit die Leute nicht rumrennen, es kostet Geld. Cool. Ja, ist vielleicht tatsächlich ein Grund, ja. Also ich meine, so funktioniert zum Teil leider auch die Wirtschaft. Aber ich habe mir ja wirklich Mühe gegeben, oder? Ich bin schon nicht direkt auf Fiverr. Ich habe Twitter durchgeschaut. Jetzt sind ja die meisten von dieser Artist-Bubble drin. Oder früher gewesen zumindest. Etsy, Instagram, Artstation, weiß nicht, was hat es schon noch gegeben? Ja, DeviantArt. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, irgendetwas zu suchen, was vielleicht nicht Fiverr ist. Aber wenn ich halt nur noch den Einheitsbrei finde auf den ersten 20 Seiten von Google, ich kann leider nicht so gut zeichnen, dann muss ich es ja outsourcen. Und irgendwann will ich auch anfangen, oder? Also ich kann ja nicht 2 Jahre lang in das Branding machen und fange nie an. Quartus hat für einen Streamer-Bot aufgehört, weil die Leute immer etwa das Gleiche wollen, nicht mehr mit anderen Namen für die Befehle.
Nur mit anderen Namen für Befehl. Das finde ich so schade. Das ist so schade. Ich habe mich schon so intensiv mit diesen Bots jetzt auseinandergesetzt und ich komme schon ans Limit von den Bots, was sie überhaupt machen können, oder ich verstehe sie immer noch zu wenig. Zum Beispiel hätte ich gerne einen Command, wo Leute wirklich können so etwas aufleveln bei sich. Und wenn es ein neues Level erreicht hat, dass das neue Level dann eingehalten wird und das nächste Level teurer wird und so. Und das sind so verschachtelte Commands und so, aber das habe ich irgendwie nicht hergebracht. Weil eben der ganze Einheitsbrei, ich meine, von dem gibt es einfach genug auf Twitch. Und sind wir doch ehrlich, ihr schaut auch Leute auf Twitch, wo sich vielleicht ein bisschen von der Masse abheben oder wo dann ein bisschen interagieren mit den Leuten, die nicht einfach nur ihr Protokoll runterfahren, weil ja, das hat ja bei allen anderen auch funktioniert. Jetzt hat der Schule ja keine Zeit mehr für Bots aufsetzen. Schade, jetzt hätte ich dich fast engagiert. Ich meine, also ich werde auch versuchen, irgendwie da noch, gibt es ja noch Atom und so, dass wirklich so ein bisschen geile Sachen kannst machen im Stream. Eben mit, also ich meine, wir kennen alle den Streamlabs Commands, Ausrufezeichen Haste zum Beispiel. Oder wie andere heißen vielleicht Raid, whatever. Ja, da passiert halt einfach immer das Gleiche, weil der fix drinnen ist bei Streamlabs, wenn du ihn aktiviert hast. Dabei ist es doch viel cooler, wenn du eben etwas Eigenes hast. Wo eigene Sprache, wo deine Sprache redet, Sprache von deiner Persönlichkeit und deinem Chat, deiner Community. Wo dich selber widerspiegelt. Hallo? Was sind die? Dunkelgrau? Ich suche schon die richtigen. Ah, da. Ganz ehrlich, was würdest du schnell machen, wenn es jetzt nicht Fiverr ist? Wenn nicht das gemacht wird, wo du zahlst dafür, würdest du den Auftrag canceln etc. Also mach es gleich. Okay, ja. Also nochmal zu meiner Verteidigung einfach. Ich habe mein Bestes gemacht, um dem Künstler zu sagen, was ich genau will. Und eigentlich fix fertig 1920 auf 1080 als PSD-File mit Ebene das zusammengestellt, dass man noch quasi die Outlines muss nachfahren und das Mid-Journey quasi weglassen oder dass noch etwas vom Künstler drinnen ist. Und das animieren. Und bei jedem Punkt gesagt, hey, hier, das müssen wir ausbessern und so weiter und so fort. Und ja, da kann ich halt nicht mehr machen, oder wenn es nachher immer noch nicht passt, dann ja, dann passt es halt vielleicht nicht. Oder das ist wie mit der Partnersuche auch. Manchmal passt es halt einfach nicht. Twitch angeschaut. Mega viele Leute im Art-Bereich. Ja, ich folge auch einem, dem sein, wie heißt der? Basil Wolf zum Beispiel. Der ist allerdings ein VTuber. Aber ich finde, der hat recht einen witzigen Humor und der zeichnet halt sein Zeug selber. Macht da viel so Anime-Aufträge und so. Und der hat auch ganz coole Commands und Interaktionen mit seiner Community, die ich mega toll finde. Oder der macht wirklich viel, aber der macht auch viel selber. Ja, und da gibt es sicher noch ganz viele andere. Ich meine, früher der Pika gefolgt und bei Sego anschauen. Aber stimmt, Twitch habe ich jetzt an sich nicht genauer durchleuchtet, ob es dort noch Leute gibt, die sich ein bisschen abheben von der Masse.
Streamerbot und hast alles, was du brauchst. Du kannst ein bisschen flexibler programmieren als der Cloudbot in dem Fall. Der Cloudbot ist einfach, aber er ist auch ein bisschen limitiert, finde ich. Und ich glaube auch, ich werde nochmal switchen zu OBS, weil mir einfach die Plugins fehlen. Oder von Streamlabs noch nicht unterstützt werden. Und dort ein bisschen limitierter bist, habe ich das Gefühl. Aber das ist gut, nur her mit diesen Tipps. Also ich bin voll offen. Ich finde das cool, ihr Leute, die schon ein bisschen Ahnung haben, dass ihr mich ein bisschen zuballert mit dem Zeug. Und vielleicht auch sagen, hey, das ist ein Müll. Es ist das Glasfaserkabel. Schau jetzt. Das Glasfaserkabel. Irgendwie will es nicht mehr. Das hat doch letztes Mal schon nicht wollen. Ist immer noch nicht. Läuft jetzt immer noch nicht. Das habe ich auch, mich auch entschieden, anstatt Nerven, Geld. Okay, warte mal. Anstatt Nerven, Geld zu investieren und einen zu beauftragen. Jetzt hast du es wirklich outgesourced. Jetzt macht jemand das Glasfaserkabel für dich. Ja, manchmal muss man es wirklich einfach eingestehen, ja. Dass man etwas vielleicht nicht ganz so gut anbringt, wie die Leute, die die Ausbildung haben dafür. Wenn du natürlich auch eine hast, aber vielleicht jetzt andere ein bisschen spezialisierter sind noch. Barracks tut man alles programmieren, was mein Herz begehrt. Okay. Nimm dich beim Wort. Was hast du einen 5 Minuten Ansatz von 250 Franken? Ja, also ich werde mit dem Fall mal den Streamerbot. Also es gibt ja, ich glaube die Top 3 sind wirklich der Cloudbot von Streamlabs, Nightbot und Streamerbot. Ich habe mich jetzt einfachheitshalber bei Streamlabs einfach für den Cloudbot entschieden. Ja, ich finde es so schwierig, aber, oder? Du musst dich immer so entscheiden. Du musst so viel entscheiden, wenn du mit dem Zeugs anfängst. Aber gewisse Sachen kannst du auch einfach mal sein lassen und ich sage mal ongoing dich entwickeln. Es muss ja nicht alles von Anfang an perfekt sein. Und es kann aber ein Aber ich bin dort durch, wenn ich mir sagen lassen habe von einer Wirtschaftspsychologin, Garo nämlich, Chefin, hat die Ausbildung bald abgeschlossen, dass ich ein Maximizer bin. Also was Konsumverhalten anbelangt. Ich versuche immer, möglichst das Beste zu holen und dann vielleicht einfach ein bisschen zu warten und bin nie wirklich glücklich. Und das ist vielleicht ein Problem, wo ich mich ein bisschen muss darum kümmern und vielleicht darum auch ein bisschen hohe Ansprüche habe oder ein gewisses Bild und wenn es das nicht erfüllt, dann ist es automatisch ungenügend bei mir. Das ist vielleicht auch nicht immer so fair. Manchmal sollte man auch einfach mal, wie sagen wir, das Eis stehen lassen, oder? Oder wie sowas. Kennst du, irgendetwas hat sie geblockt, aber ich komme leider keine Meldung über, warum. Was jetzt genau geblockt worden ist. Streamerbot. Warte mal. Ja, der, wo musst du selber programmieren. Ja, stimmt. Dort habe ich noch einen Account gemacht. Und versucht, den noch aufzusetzen. Der ist wirklich krass. Ja. Dort musst du, glaube ich, einige Tutorials schauen. Wenn du nicht gerade Programmierer bist, dass du das richtig verstehst. Aber ich nehme mal an, mit dem kannst du alles machen. Oder dort könntest du wahrscheinlich eben so ein Level machen. Also ich wollte eben einerseits Kanalpunkte oder die normale Currency, die du sammelst, oder die zweite Currency in Form von XP, die du dann eben nur für den Command quasi kannst brauchen. Ja, keine Ahnung, ob das überhaupt realisierbar ist. Aber man wächst ja. Ich habe jetzt einmal entschieden, ich tue mir noch so einen Skillshare-Account zu und tue mich dort dann auch mal noch ein bisschen weiterbilden, dass ich auch dann ein bisschen im Premiere und After Effects dann ein bisschen gesattelt bin. Man muss sich selber ja auch ein bisschen voranbringen, oder? Es hilft jetzt zwar nicht mit dem Cloudbot oder Streambot, aber einfach mal in den Raum hineingerührt.
Hey! Das Klemmerli. Nein. Da! Ha! So hung. Thema Streamers, Finger weg von dem. Das ist die hinterletzte Firma, die bei Möglichkeit nicht unterstützen solltest. Weil das ist ja gratis, ich kann jetzt nichts unterstützen. Aber warum denn? Also, wenn du so etwas raushaust, oder, dann muss man ja das noch ein bisschen untermauern. Barracks, für die das nicht wissen, weil ich weiss zum Beispiel nicht, warum es die hinterletzte Firma ist. Ist super. Streambots wahrscheinlich. Mit etwas verknüpfen, also viele coole visuelle Sachen machen. Oh ja, visuelle, das ist wichtig, ja. Wieso komme ich keine Meldung über, was jetzt für das Wort hier gesperrt worden ist bei dir? Ich kann es nicht einmal öffnen. Schade. Aber ich nehme an, das ist Streambots wahrscheinlich. Ganz viel eigene Befehl programmieren. Externe Scripts laufen lassen. Okay. Ja, vielleicht frage ich mal den Troy. Also der Troy hat, ich glaube, mega viel Ahnung als Webdesigner. Und ich meine, man sieht es ein bisschen im Stream, aber er schaut extrem auf hochwertige Unterhaltung dadurch. Mit Effekten und Animationen und so. Das finde ich recht krass, was er dort dann aber bastelt. Ich mal mit dem Troy ein bisschen auseinandersetzen. Oder zusammensetzen, meine ich. Nicht auseinandersetzen. Ah, schau, ja, der Barracks gibt sogar noch, eben, verweist auf den Troy, den Bosskampf gegen den Franziskus. He? Alles mit dem umgesetzt. Ja, genau so Sachen, das finde ich so geil. Ich finde, Troy macht das richtig gut für einen kleinen Streamer. Der geht richtig viel rein und versucht dort sich ein bisschen abzuheben von dieser Menge und etwas zu bieten für seine Viewers. Gibt jetzt eins mit Röhrli auf 4 Adern. Das wollte ich selber rein tun und einer macht näher den Endpunkt. Da kannst du ja gerade messen und so. Es gibt, also das Glasfaserkabel, dort sind wir. Es gibt eins mit Röhrli auf 4 Adern. What? also das Röhrli und drinnen hat es 4 Glasfaserkabel. Oder wie jetzt? Und das ist top-notch. Dann bist du näher future-proof, STC. Ich glaube, je mehr das selber kannst machen, je mehr Optionen dir so ein Plugin bietet, desto besser ist es auch. Auch wenn es vielleicht einfacher mag scheinen, eben Streamlabs und gut ist. Oder eben auch das Add-on, wo das Plugin kannst fahren lassen, wo einfach alles für dich kann steuern und automatisieren. Muss ich mir mal noch gönnen. Aber das ist auch gut. Eben, dann ist gut, dass das mit dem ganzen grafischen Teil noch so ein bisschen seine Zeit dauert, weil dann kann ich mich ein bisschen mit dem anderen auseinandersetzen. Ich hoffe, ich mache ja alles richtig. Ich schnurre gerade so viel, dass ich nur so nebenbei am Klötzeln bin. Claude, du hast in dem Fall auch streamen. Bist du in dem Fall mit Musik hier auf Twitch unterwegs? Von dem, was du jetzt gesagt hast, ist alles möglich über einen Streambot. Cool. Wird heute Abend installiert zusammen mit OBS.
Video vom Leos Mind auf YouTube, wo mal zu dem Thema kannst schauen kannst, hat es sehr gut zusammengefasst. Ich brauche jetzt noch etwas zum Aufschreiben. All das Zeug hier. Der Troy flext schon ein bisschen im Ström. Ja, aber dafür ja, aber ich glaube, als Webdesigner hat er einfach ein bisschen Ansprüche, wie das visuell soll präsentiert werden. Das ist ja voll okay. Jetzt müssen wir noch klicken. Okay. Cool. Klick, klick. Klickety, klacketys. Warte mal. Dreier. Hä? Was? Haben wir die überhaupt noch? Nein, da. Ah, du schaffst sogar mit dem Troy mit Streamerbots. Okay. Für Streambots. Nice. Ja, dann weiß ich schon, warum das so krass aussieht. Wenn gerade zwei so hure Nerds dran hocken. Kann man bei dir so einen Grundkurs buchen, wo einem so ein bisschen zeigst, hey, schau, so. Das kannst du machen und dann eben mach selber jetzt. Das wäre cool. Muss schon wieder Gas bauen. Okay, tü den Leuten einfach ganz ein schönes Tag dir noch. Merci, bist kurz abhängen. In dieser momentan sehr technischen Diskussion hier. Ja, muss auch mal sein. Hä? Muss auch mal sein. Brauche ich nochmal so ein Stiefel? Manchmal einfach mal so drüber lang, so spürt man es, da ist es. ICT hast du ja schon noch gesagt, dass die anderen bei dir, glaube ich, auch Glasfaserkabel wollen. Könnten die jetzt eines von diesen 4 Kabel abzweigen, oder wie läuft das? Ah, das Röhrchen einfädeln. Ah, ja. Aber so machen es doch eh die ganzen Elektriker, oder? Die tun so ein Röhrchen durchstoßen und dann tust du innen dran nachher Kabel durchziehen. Oder? Ich finde das eh noch faszinierend, wie so das Kabel durch die ganze Hütte durchziehst. So, woher weiss das Kabel wo durch? Ohne Gefahrensbeschädigung. Ah, okay. Ja. Das sind ja schon noch teuer, gell? Da die Glasfaserkabel. So wie das der Anschein gemacht hat, oder du das erzählt hast. Ah nein, jetzt hast du noch was Dunkles. Also, du darfst schon Werbung machen, Barracks, voll okay. Also ich meine, wir machen ja keine Tutorials für Streambots, also dann ist es ja keine Konkurrenz. Selbst wenn ich finde, die Schweizer Streaming-Community darf sich gegenseitig gerne ein bisschen unterstützen. Ich würde ja mega gerne aber bei euch noch reinschauen, was ihr so macht. Und dann komme ich heim und dann habe ich den Kopf schon wieder so voll mit Sachen, was ich alles irgendwie machen und tun. Und dann geht es mir wieder aus dem Grind raus, obwohl ich bei euch auch mal reinschauen will. Und dann sind es immer so leere Versprechungen und dann fühle ich mich wieder ganz schlecht, wenn ich so am Dienstag da hocke und muss gestehen, dass ich noch nie ins reingeschaut habe und dann zu sagen, Community unterstützen. Ich bin so ein Arsch. Ja, aber die Zeit ist wirklich knapp, Leute. Also, nehmen wir es persönlich. Einzugsseite nennt man das. Ah, schau jetzt. Nochmal ein Profi. Das ist mir da. Endlich wieder Lego Star Wars. Was kommen die immer mit Lego Star Wars? Nein! Immer noch nicht.
Ist ja gut, alle wollen Lego Star Wars. Ah, ist angekommen. Ist angekommen. Ah. Ein Wort. Letztes Mal schon. Oh, Lego Star Wars. Nein! Lustig. Was gibt euch das? Lego Lord of the Rings. Meint ihr, das gibt's in diesem Stream? Lord of the Rings Bruchtal, wo wir 150 vorbestellt haben. Meint ihr, das gibt's bei uns? Ich muss gerade mal schauen, wie sieht es so aus? Habt ihr schon bestellt? Liebe Leute, Bruchtal, Herr der Ringe, das geilste Lego-Set ever. Ja, ein paar haben schon bestellt. Also wenn ihr das nicht kauft, dann müsst ihr gar nicht kommen, falls wir das hier zeigen. Aber so viel kann ich spoilern. Ja. Ja, wir machen das. Ich mache das mit euch. Weil das ist dann wirklich ein absolutes Herzensprojekt. Lego Lord of the Rings Bruchtal. Wo rauskommt? Am 22. What? Nein, ich glaube schon draußen. Aber die Lieferung kommt am 22. rein. Also haben wir es übernächste Woche, sollte das bei euch sein. Ganz frisch. Das wird grossartig, sage ich euch. Dann können wir den ganzen Tag nur über Herr der Ringe quatschen. Ist das nicht toll? Über all die berühmten Charaktere, wie der Dumbledore, der Harry Potter. Texas Speech, der singen kann für ihn. Okay, das klingt ja crazy. Aber gleich cool wegen Bot Barracks. Kannst du mir dann noch sagen, ob da würdest etwas anbieten? Clou ist ehemaliger Radio-TV-Elektriker. Ah, schau jetzt, SCTLC, hast du gehört? Ich habe euch gefunden. Normale Kabel sind Nylon oder Glasfaserseite nur. Wo du das Kabel dran tust. Aber Glas hat sie darum nicht so gern. Ja, das macht irgendwie noch Sinn. Außer das ist heiß. Oder nein, wenn es fest ist, darfst du wahrscheinlich auch nicht mehr so groß ziehen, oder? Wenn es mal fest war. I don't know. Kann man Glas wieder? Mal Glas kannst du einfach wieder einschmelzen, oder? Rührli im Rührli. Ah, cool. Dann ist ja das voll safe. Also da sollte da nie etwas passieren, wenn wir jetzt irgendwie so ein krasses Erdbeben haben und da deine Fassaden ein bisschen gewackelt. Dann bricht sicher dein Glasfaserkabel nicht. Und wann ist das fertig? Wann kannst du dich freuen auf so richtig schön Hochgeschwindigkeits-Glasfaserkabel? Wann ist der wunderbare Tag? Desmond, nein, ich bekomme eins. Du bekommst eins, wenn du es bestellst. Dann bekommst du eins. Aber musst du es bestellen. Also im Optimalfall tust du es auch zahlen dann. Mal, Herr der Ringe ist doch mit dem Luke Skywalker, oder? Und und da mit dem Boba Fett und mit dem Obi-Wan Kenobi. Kaufst du nur ein World of Warcraft Lego Set? Gibt's das? Hat es mal gegeben? Oder ist bei Lego Ideas dort noch etwas online? Bionic, va bene, grazie. E tu? Super geht's hier.
Hey, lustige, volle Runde heute. Das freut mich immer mega. Unser Mini-Mafiosi, der Bionic. Nein. Alles gut, schön. Schön, schön. Ich traue mich nie, Italienisch zu reden, weil ich hatte das ja, eben, ich hatte ja ein Pizzaiolo gehabt, Italiener, aber ich glaube, das war eher peinlich gewesen für die, oder für ihn, wenn ich Italienisch geredet habe. Wahrscheinlich jedes Mal, wenn ich einen Satz rausgelassen habe, ist irgendwo ein Italiener oder Italienerin gestorben. Das ist das Gleiche, wie wenn du am Nachmittag Cappuccino trinkst, dann stirbt ja auch immer Italiener oder Italienerin. Hast du den Eiffelturm verpasst? Okay, warte mal geschwind. Ich kann euch den schon mal geschwind zeigen. Vielleicht hat es ja noch andere, die den noch nicht gesehen haben. Kann ich jetzt bitte mal geschwind in den Keiber Studio Modus? So, weil ich muss ganz geschwind schauen, wie ich euch das am besten zeigen kann. Ja, jetzt ist es natürlich im Live, oder? Oder ist es nicht? Nein, live ist es noch nicht. Okay, warte jetzt. Jetzt muss ich da geschwind die Kamera. Aber das macht ja jetzt auch keinen Sinn, wenn ich das so zeige. Moment, ich bin etwas hindurch am Regeln, ich sehe es gerade nicht. Ich mache das jetzt semi-professionell. Mal, schau jetzt. Jetzt, warte jetzt. Wie kann ich jetzt den Studiomodus wieder... So. Voilà. Da hinten haben wir ihn. Bitteschön. Jetzt sieht er natürlich ein bisschen klein aus, weil er von oben runter gefilmt wird. Aber ich kann mal nebendran rutschen. Also, ich komme bis da, wenn ich den Arm ausstrecke. Er ist wirklich groß und wir müssten mit Einzelteilen, ich kann ja da hinten, da die Zwischenteile da, ich weiß nicht, wo hinzeigen. Die Zwischenteile hier, die kann man alle einzeln abnehmen und dann kann man quasi besser transportieren. So sieht es aus. Aber das mache ich jetzt nicht. Megablocks Mattel, yes. Und etwas ganz Cooles raus für alle Gamers, by the way. Lego Rip-Off. Meinst du, jeder schätzt es so, aber ist es nicht aber ein bisschen cringe? Weißt du, so wie wir Schweizer zum Teil, vor allem die ganzen Politiker, so wunderbar Hochdeutsch reden, oder? Wir können diese Resolution nicht akzeptieren. Das Parlament hat sich dagegen ausgesprochen. Das ist einfach... Das ist einfach cringe par excellence. Also... Gruselig. Wir haben in Renault haben wir ja jetzt den Abholschalter nicht mehr von Brack, oder? Und jetzt habe ich heute am Mittag einen getroffen, der mit mir angefangen hat damals bei Brack, aber eben in Renault. Und wenn der Abholschalter zu ist er jetzt hier. Dann habe ich schon so Französisch reden mit ihm, aber dann ist er, glaube ich, völlig perplex gewesen, so, hä? Dann hat er einfach auf Hochdeutsch geantwortet. Oh, Achtung! Vielleicht kommt noch mal eine. Dankeschön. Gewiss, den Keim müssen wir jetzt zweimal bauen.
No! Was auch immer das ist. Einfach nur eine Wand wahrscheinlich. Bei einem, der in der Fremdsprache einfach drauf losredet, das ist immer gut angekommen bis jetzt, inklusive Gelächter. Hahaha. Okay, gut. Ja. Also weißt du, ich habe mir ja Mühe gegeben schon mit dem Italienisch, oder? Und ich glaube, er hat es auch immer verstanden, aber ich habe einfach auch gewusst, dass das, was sie rausladen, zum Teil im fertigen Brunz ist. Aber er hat es sicher geschätzt, ja. Wahrscheinlich hast du schon recht. Aber vielleicht hat er auch hindurch so gedacht, so, oh Gott, ey. Aber man sollte sich auch nicht immer anpassen, oder eben das, ich sage jetzt mal, das Baustellendeutsch und so, das hilft dir dann schlussendlich auch niemandem irgendwie die Sprache zu lernen. Aber kannst du ja dann gleich nicht anders, weil sie verstehen sie dann trotzdem nicht, oder? Das ist halt schon noch schwierig. Der Fluxkompensator. Ah, schau jetzt da. Einen Kenner haben wir da unter uns. Der Fluxkompensator, ja. Sieht schon ein bisschen danach aus, ja. Absolut, absolut. Ich habe ja auch einen daheim. Von Yamaha. Ich habe gedacht, wenn, dann kaufe ich mir einen richtigen Fluxkompensator. Macht super, super Pommes frites übrigens. Super Pommes. Es ist wieder so weit, es fehlt einfach wieder Eis und ich sehe es nicht, weil es einfach... Es ist einfach... Da ist es. Zu viele kleine Teile. Ich finde es so gut, dass wir jetzt wieder so ein bisschen im Space... in Space unterwegs sind. Ja, dann können wir das Thema nachher wirklich abschließen. Mit, quasi mit dem Globus, oder? Also, ach, ich sehe das mal die gleich. Da Globus, Rakete und jetzt hier Mondlandesonde. Das ist wunderschön. Da muss ich nur noch schauen, dass ich das gut timen kann, dass wir dann wirklich Bruchteil zack gerade anfangen können. So, jetzt die beiden Fluxkompensatoren. So. Einer auf dem Mond willst du ja auch ein bisschen Pommes machen, oder? Stell dir vor, auf dem Mond keine Pommes. Das wird echt McDonald's der erste Laden sein auf dem Mars. Auf dem Mars, auf dem Mond. McMond. Oder kommt Starbucks noch vorher? Das ist Kaffee. Wie lange geht es, bis die ersten Landmassen verkauft sind? Für den ersten Takeaway-Shop auf dem Mars. Auf dem Mond, hat er erfahren. Ohne Kaffee geht gar nicht, oder? Clou, ich finde eben auch. Was machen die armen Astronauten? Und du kannst ja nicht immer da das Kaffeehag da, der Weizenkaffeeersatz da, das kannst du nicht. Das kannst du nicht. Du drehst doch durch. Du kommst ja wirklich so in den Weltraumkoller rein, einfach weil du keinen Kaffee gehabt hast. Die ganzen Leute in diesen Horrorfilmen wie Event Horizon und so und Alien, die sind nur verzweifelt, weil sie keinen anständigen Kaffee mehr haben. Da würde ich auch durchdrehen. Wow, klug. Ich bin so klug. KLUK.
Also ich sehe schwarz, dass wir mit dem fertig werden. Also es wäre rein von den Teilen her wäre es machbar gewesen, aber oh Mann. Aber das wird nichts. Der Mond heisst schon lange verkauft. Was wie jetzt? Also wie jetzt? Mach jetzt keine Witze hier. Dein Ernst? Sicher nicht. Der gehört doch noch niemand. Wo da nur wie die amerikanische Flagge drauf ist, der verdient einen Verkauf? Oder wie geht das? Wer hat den gekauft? Der Elon Musk? Ich habe gar kein Raumschiff. Ja. Eins bauen, oder? Aus Klemmbausteinen. Wie viel Lego-Teile müsste man echt so aneinander klötzeln als Aussenwand, Aussenisolation für so eine Rakete, dass die drinnen nicht verbrennen? Wie viel Lego-Teile bräuchte es da? Dass so der Plastik oder dass noch so eine innere Schutzwand aus Plastik bestehen bleibt, wo gleichzeitig auch noch isoliert. Wie viel bräuchte es da? Kann mal irgendjemand mit einer entsprechenden Ausbildung als Ingenieurin das mal ausrechnen, bitte? Ich finde, das sind so wichtige Grundsatzfragen, die man sich in der heutigen Zeit muss stellen. Oder alternative Produktionsmethoden und Materialien. Plastik, toll, tun wir besser in den Weltraum rausjetten, als hier irgendwo im Meer versenken. Hey, bin ich jetzt wirklich so intelligent gewesen und habe hier das Teil nicht angebracht? Tatsächlich. Tatsache. So. Das sieht besser aus. Aber es sieht irgendwie noch cool aus. Es hat auch mit diesen Zylindern und so. Und das gibt auch so ein bisschen einen farblichen Anhaltspunkt, wie öfters da bei Lego. Rot zu rot, weiß zu weiß. Das macht Sinn. Ich kann das gerne, wenn es Sinn macht. Ist so sinnvoll. So ein paar komische Vögel, da hat der Musk noch in die Windel geschissen, wo das ist passiert. Ohne Scheiß, der Mond ist verkauft. Hä? Also ich habe das gehört von einem Stern, der ist verkauft wurde, der jetzt recht eine grosse Bedeutung hat, offenbar. Wahrscheinlich Alpha Centauri gehört das schon in jemandem. Aber sorry, also wie soll das gehen? Also da muss man doch irgendwie so eine, weiß ich auch nicht, UNO-Resolution oder irgendetwas, Genfer Konvention, irgendwas einschalten. Das kann doch nicht sein, dass da der Mond verkauft ist und irgendjemandem schon gehört. Also dann haben wir jetzt echt im Weltraum den gleichen Bullshit auch schon wieder. Warte jetzt. Ah nein, das nur einmal. Oh, Entschuldigung. Oh, okay, nur einmal. Ich wollte schon wieder zu viel. Okay. Aber der Anfang ist gut. Okay, der Anfang ist gut. Ich habe jetzt gedacht, wie von den Teilen her geht es nämlich nicht auf. Schon zwar das Plastik, das Silber muss mal gebonkt werden. Zum Glück haben wir kein Emote für das. Ach, komm jetzt!
Vielleicht, weißt du, wenn wir da die Mondbasis haben, oder? Dann ist vielleicht die erste Rakete aus Plastik, weil Licht und weil keine Atmosphäre, die sie irgendwie drauf kracht und so. Dann haben wir nur noch das Problem mit den Schubdüsen. Das machen wir dann irgendwie mechanisch oder so. Ohne fossile Brennstoffe. Den Weltraumverträgen der UNO gehört der Mond niemandem. Das Weltraumrecht ist inzwischen mehr als nur ein Gegenstand abstrakter akademischer Erörterungen. Der Mondvertrag von 1979 beispielsweise untersagt die militärische Nutzung und im Prinzip auch staatliche Souveränitätsansprüche oder privaten Besitz. Wunderbar. Dann sind wir alle beruhigt. Dankeschön, Clou, für die Erläuterung. Ich bin mir sicher, das hast du von Hand aus dem Kopf geschwind rausgeschrieben. Faszinierend. Was die Leute heute alles wissen, das ist unglaublich. Hä? Aber da. Wieso wollte ich ja das schon draufsetzen? Es sagt gar niemand, ich soll das schon drauf tun. Leute, ihr macht mich kirre heute. Ah, schon wieder falsch. Jetzt oder Klau hat Urkunden gemacht und verkauft und andere Glöhn glauben es. Ah, okay. Oh, schau, jetzt sagen wir wieder interessante Emotes. Merci vielmals. SCLC, wunderprächtig. Die Emotes, die ihr alle habt, hey. Königlich. Jetzt zahlst du nicht fürs Land, sondern für die Atemluft, die du verbrauchst. Das heisst, bevor du zum Mond aufbrichst, musst du zuerst so einen Lungentest machen, wo das Lungenvolumen ausgemessen wird und dann dein Ruhepuls und dann so einen Durchschnittsverbrauch an Sauerstoff in Kubikmeter pro Minute. Oder was? Also, geht's noch kompliziert? Und wenn du jetzt Asthmatiker bist, musst du jetzt mehr zahlen, oder wie? Dann hast du ja voll ins Klo gegriffen. Du musst einfach Druckluftflaschen kaufen, aber warum einfach, wenn es kompliziert geht? Ja, immer gern kompliziert. Gibt mehr Diskussionsgrundlagen. Jetzt kommt dann wieder ein Klebi. Ich freue mich aufs Klebi. Was einfach nur so eine... Moment. Das muss richtig rum sein hier. Oder? So. Nein, jetzt habe ich es wieder falsch um. Also machen wir es so. Ah, nicht ganz mittig. Nicht ganz. Aber man sieht es nicht in der Kamera, weil es blendet. Ja, und jetzt das eigentlich versenke ich hier einfach. Ja, und jetzt machen wir den Deckel noch zu. Dann hat ja niemand etwas von dem, was da drin ist. Und tschüss. Hey, es ist 20 vor 30, gibt es doch nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe erst gerade angefangen. Wobei, was wir bis jetzt schon gebaut haben, sagt eigentlich etwas anderes aus. Das sind gar nicht so schlecht vorangekommen, finde ich. Also kannst du schlimmer gebaut, Leute, oder? Also könnt ihr jetzt schon mal ehrlich sein. Mal auch ein Lob für mich. Das 9. Okay. Jetzt gibt es die ersten goldigen Kleberlis. Am besten noch richtig rum. Am besten noch ein bisschen die Fetttöpfe dran wegputzen. Am besten nicht mit Alkohol. Ich habe gehört, Alkohol und Plastik sind jetzt nicht die besten Freunde.
Ja, kann man gelten lassen. Kann man gelten lassen. Oh, wo ist jetzt das abgehakt? Hä? Das ist wahrscheinlich einfach da drunter gelegen, oder? Also das ist jetzt hier nicht so abgehakt. Das 14 noch. United States. Aber zuerst machen wir noch das 8 nebendran. Noch ein bisschen mehr Gold. Ich liebe Gold. So schade ist Austin Powers nicht mehr auf Netflix. Ich habe es voll verpasst, mir das nochmal zu geben. Das ist irgendwie so ein Jugendfilm, weiß nicht. American Pie, Austin Powers, all der Seich, den du früher noch geschaut hast. Was wirklich noch richtig lustig war. Hätte ich mir noch mal geben sollen. So, das wird jetzt knifflig hier. Oder auch nicht? Wow, sieht gar nicht so schlecht aus, wie ich das jetzt da angeklebt habe. Beim ersten Versuch. Voilà. Schon noch cool, wenn es so ein bisschen glänzt. Das macht ein bisschen etwas her. So eine richtige Dom Perignon Landesonde da. Ah, danke vielmals, Gano. Jemand hat doch noch ein Lob da gelassen. Das ist schön. SCC hat sich geweigert. Okay, ist vermerkt worden. Nicht gerade Aceton, aber das 3D-Drucken durch mit Alk putzen. Aber das Filament, ist das auch einfach reine Plastik, oder wie? Ist das nicht so ein Kunstharzgedöns? Danke, Bayoni. Ey, schau jetzt. Jetzt kommen aber die Lobeshymnen da. Sehr schön. Danke vielmals. Das hebt gerade mein Selbstwertgefühl wieder in unerreichte Höhe. Resin, Polypropylen, genau. Ganz korrekt. Ein bisschen kenne ich mich dort nämlich doch aus, weil ich würde gerne Miniaturen bemalen. Und was wünscht sich jeder Miniaturist? Ein 3D-Drucker, genau. Und zwar am liebsten 2. Eine für das grosse Terrain. Eine, die Filament benutzt, also die Plastikspulenrolle. Und noch ein Resin-Drucker für die filigranen, feinen, kleinen Sachen. Und da brauchst du natürlich noch einen UV-Härter. Am liebsten, oder gerade profimäßig, oder gerade richtig. Ah, so. Okay, was haben wir jetzt? Wieso habe ich so viele Teile noch hier? Leute! Irgendetwas stimmt nicht! Irgendetwas stimmt nicht! Wieso hat sie so viele Teile? Das kann nicht sein, oder? Also, jetzt muss ich mal geschwind Kontrolle hier. Ah, Moment, da. So, jetzt. Jetzt ist besser. So. So. Okay. Gut, dann nochmal schauen, irgendwo noch etwas vergessen oder so. Was ist mit diesen Teils? Hat es nochmal irgendwo so ein Weisses gehabt? Ich glaube es nicht. Nope, das war das Einzige gewesen. Gut. Okay, weg damit. Viertel vor. Also, wir machen noch Säckchen Nummer 3, weil es so goldig glänzt. So eine Fancy mit Nylonpulver gesehen, aber 30 Kilo Franken sind wir gerade ein viel gewesen. What? Ist das etwas Neues? 30'000 Stutz werde ich jetzt das nie zahlen. Also das ist schon gerade ein bisschen viel. He? Ah,
Die Sonde wird richtig vergoldet, Leute. Schaut euch das an. Ein richtiges Premium-Produkt. Da wunderschöne 24 Karat da. Vergessen du, was hast, junger Astronaut. Ja, wir sehen es, wenn es auseinanderfliegt. Vielleicht landen wir auf dem Mond, aber kommen wir davon weg. Dann müssen wir einfach genug von diesen Druckflaschen dabei haben. Kommt schon gut. Kommt schon gut. Keine Panik. Keine Panik. Ah, da ist ja schon ein Schritt. Also so glänzt sehe ich es aber gar nicht. Okay. Gut. Doch ist richtig. So, die gegen innen. Miniaturen malen bin ich besser als im Lego bauen. Danke vielmals. Ich nehme das als Kompliment. Aber dort, also das könnte ich niemals streamen. Dort brauche ich einfach viel zu viel Zeit. Ist halt schon Industrie. Ah, okay. Ja, dann kostet das natürlich etwas. Ja. Aber dafür ist er wahrscheinlich auch mega schnell. Mit der Presse wahrscheinlich einfach irgendwie das Pulver zusammen und dann hast du dein Förmli, deine Figur oder dein Objekt, whatever, innerhalb von kürzester Zeit, nehme ich an. Oder was ist denn besser an dem Nylonpulver-Drucker? Oh Gott. Ja, aber für die nie Miniaturen gemalt haben, machen es mal. Wenn ihr so eine richtig schöne, so eine Zen-Aufgabe, oder wie die Gärtchen, wo man so mit dem Rechen rum kann und so. Absolut tolles Hobby. Ich finde, das ist sehr, sehr beruhigend. Verstreicht die Zeit aber ein bisschen schnell. Aber es ist einfach noch schön, wenn man so einen Charakter oder so einem Modell so ein bisschen eben die eigene Persönlichkeit oder die man für den Charakter vorgesehen hat, kann aufdrucken oder aufmalen jetzt in dem Fall. Haha. Und mittlerweile gibt es ja auch so ein bisschen Farben, die Einsteiger ein bisschen unterstützen. Da die Contrast Paints, Speed Paints, Speedex Paints, wie sie auch immer heißen. Wo man ganz schnell eigentlich ein gutes Ergebnis kann erzielen kann. Gibt es auch bei uns im Shop übrigens. Die Army Paint zum Beispiel hat Speed Paints, Citadel hat Contrast Paints und Speed X Colors ist von Vallejo. Und Modell haben wir auch. Könnt ihr einfach mal Spielwaren, also Familie und Baby, dann Spielwaren und dann Pen and Paper und Tabletop und dort euch mal das Sortiment durchforsten. Oder ihr geht einfach auf pracht.ch/nerdversum aufs neue Nerdportal bei uns, wo auch zwischendurch, dort haben wir einfach all das Zeug reingepackt. Da kommen wir auch zum Teil Miniaturen, Farben und Empfehlungen und so weiter. Aber es ist sicher auch für viele ein weirdes Hobby. Nach wie vor. Sehr, sehr nischig. Habt ihr auch so ein Hobby, wo ihr vielleicht nicht gerade beim Blind Date als erstes erzählt? Habe ich mich auch so amüsiert. Ich schaue zwischendurch bei meiner Frau Take Me Out. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so eine. Ich glaube, Satice ist es. Ist Satice? Ich glaube, ziemlich sicher. So eine Dating-Serie, Samstagabend oder so. Also eigentlich so ein Brunz, wie man es so nennt, oder? Ihr habt Hobbys, berechtigte Frage. Und dort geht es darum, dass 30 Frauen einen Mann präsentiert bekommen
Und wenn der ihnen nicht passt, dann können sie ihn rausbassern in der ersten Runde. Und dann gibt es eine Runde, wo das Video ihnen neu vorstellt, dann können sie wieder bassern. Und dann in der dritten Runde kann er nochmal sich besser vorstellen in einem Video oder er macht etwas, performt etwas. Und dann können sie wieder bassern. Und dann, wenn am Schluss noch jemand drinnen ist, hat er ein Date. So läuft das. Und da habe ich mir einfach so überlegt, vor allem, wenn du reinkommst als Mann, dann kannst du deine eigene Musik auswählen. Wie das so bei mir wäre, oder? Ich käme dann so rein, am besten noch irgendwie, keine Ahnung, die Musik von Braveheart oder Herr der Ringe oder so. Stand dort an, so, heute zusammen bei der Silvia aus der Schweiz und so. Und dann kommt mein erstes Video, bin ich so am Malen bei diesen Miniaturen. Ja, ich tue mega gerne in meiner Freizeit Miniaturen malen oder Karten entwerfen mit Wonderdraft und Dungeon Draft. Bin gerade dran, einen eigenen Stream für Twitch aufzubauen, weil ich sehr gerne game. Ich bin sehr gerne daheim, viel Netflix und so. Ja. und dann bist du zwischen all diesen Männern so, ja, ich habe meine eigene Firma und ja, mir ist Gym ist mir schon mega wichtig und so. Und sonst gehe ich gerne in den Ausgang mit meinen Kollegen und das ist mir enorm wichtig, Mittelpunkt von meinem Leben und die Frau sollte auch so ein bisschen dazu passen und so. Und ich bin dann einfach wirklich so der knallharte Nerd, oder? Genau, essentiell sein, das ist schon richtig predikten. Heute zusammen bzzzt. Maybe. Aber manchmal hat es auch ein paar Nerds unter den Frauen dabei. Wieder da. Barracks, welcome back. Ja, genau, die eine Folge hat es gegeben, wo. Ja, richtig. Ich glaube, Sekretärin war das vom einen. Und die hat nicht gewusst, dass der Chef sich bei Take Me Out beworben hat und dass der Chef hat nicht gewusst, dass sie dort bei Take Me Out ist. Und die haben sich dann datet. Aber ist irgendwie noch herzig so, ja. Nerds sind auch Menschen, hast du gehört? Irgendjemand weiss es, hat das mal gesagt, ja. Nerds sind auch nur Menschen. Ah, wunderbar. Also verstehe mich nicht falsch, ich gehe auch gerne mit den Kollegen mal in den Ausgang eins trinken, aber ich bin nicht der klassische Clubber. Oder der dann so, wenn Take Me Out anfängt, dort so rein-dance und seine Moves zeigt und mit seiner behaarten Brust und das T-Shirt so weit unten hängt und so. Nein, der bin ich einfach nicht, oder? Bin ich nicht daheim. Und da stehe ich auch dazu, dann mache ich lieber das, was mir Freude und Spass macht, als mich für jemanden auszugeben, nur dass ich irgendwo in ein Schema reinpasse. Das ist nicht herzig, sondern karriereorientiert. Ah, fies. Ja, was meinst du denn? Hat sie jetzt einfach schon richtige Karrieresprünge gemacht? Ist sie jetzt schon weiter oben rein? Also ich hoffe, sie haben ein gutes Day gehabt, weil sonst ist es vielleicht auch, hat es der Karriere nicht unbedingt geholfen. Ich habe es halt vor allem lustig gefunden, weil der Ralf Schmitz das ursprünglich moderiert hat. Und der Ralf Schmitz, ich finde es einfach ein lustiger Typ, ein quirliger, kleiner deutscher Komiker. Und der hat früher da die Serie gemacht, die Dreisten 3. Falls das irgendjemand noch kennt. Die habe ich immer sehr lustig gefunden. Ich habe mir sogar mal noch DVD geholt von denen. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch habe. Die hat aber gute Jokes gehabt. Oh, immer noch kalter Kaffee. So gut. Ich glaube, ich habe mir ein bisschen zu viel aufgehalten da mit dem dritten Tütchen noch aufmachen. Sonst packe ich es dann einfach zurück. Aber heute machen wir in der Tat mal pünktlich fertig, weil
Wir haben keinen Stress, wie beim Eiffelturm am Schluss, dass wir dann noch in der Folge fertig machen und dann können wir etwas Neues anfangen. Das ist doch auch mal wieder schön. Da können wir uns noch freuen. Aufs nächste Mal. Nicht überziehen, jawohl. Die Chefin hat gesprochen, he? Ich darf nicht überziehen. Ihr habt es alle gehört. Es tut mir leid, ich kann ja wirklich wählen. Oder? Ich habe ja gesagt vorher, ich würde bis am 4 Uhr da bei euch hocken, aber jetzt geht es halt leider nicht. Hey, gut kombiniert. Yes, da bitte habt ihr Garo, genau. Sie muss natürlich kontrollieren, ob ich auch anständig arbeite. Oder ich muss ja euch unterhalten, ich muss Klemmbausteine zusammenbauen, ich muss hin und wieder Werbung machen. Das wird strikt kontrolliert. Sie hockt eigentlich nur dort mit ihrem Blatt Papier und tut die Töckli setzen, oder? Und wenn ich gewisse Sachen nicht abgehakt habe, dann gibt es ein sogenanntes One-to-One alle 2 Wochen, wo sie dann zusammenhocken mit mir und mich dann wieder zusammenschießen, warum ich das und jenes nicht gemacht habe. Es ist Herzleben hier. Es ist hart. Erklärt das. Nein. Also wir sind immer da am Dienstag. Garo ist auch immer da am Dienstag. Nein, es ist natürlich nicht so schlimm, wie das klingt hat. Nur mal halb so schlimm. Aber ich muss sagen, wir haben es, also für unsere Abteilung, ich habe jetzt nur in unserer geschafft, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber ich finde, wir haben schon sehr gute Harmonie und verstehen uns wirklich alle super gut. Das ist nicht immer der Fall. Es hat immer so ein paar Leute, die so rausstechen, die sich aber nicht so gern mit denen abgibt, oder? Kennt ihr sicher auch. Ist das bei euch im Geschäft auch so? Oder habt ihr wirklich so ein Team, wo ihr sagt, hey mal, mit dem jeden Tag arbeiten wäre kein Problem, weil jetzt Homeoffice nicht wäre. Ui, 4-mal der Keib. Ist jetzt nicht euch ernst. Also komm, jetzt machen wir 4-mal, machen wir das Seich noch da. Und dann machen wir fertig. Weil sonst kommt nachher das Tapetenhemd. So. Hui. Vis-à-vis hocken mit der Nerf Gun. Es hat hier im Büro sehr, sehr viel von diesen Darts, die rumliegen. Und einer dort beim Team liegt so eins von diesen Lichtschwertern, wo ihr auch bei uns könnt kaufen. Die Solari mit 2A übrigens. Kommen jetzt gegen fast gleichzeitig wie Herr der Ringe Bruchzahl von Lego. Was hat es da? Ich glaube, so ein Shellblaster habe ich heute gehört, der rumgeklopft hat hier. Wohn auf Schemmibänkchen für 40 Minuten. Ah, nicht schon wieder. Bitte. Ich kann mich doch heute benommen. Oh, Barracks. Oh, wow. Danke vielmals. Da hat das Shoutout mal wirklich etwas genützt. Falls es das nicht nur irgendwie eine Schleichwerbung ist. Nein, aber cool. Was hast du denn gekauft? Oder bestellt? Wenn ich da frage und du darfst sagen. Wir haben ja heute zwar keine Erotikartikel abdeckt. Aber wenn das eigentlich kein Tabuthema müsste sein. Mm. So.
Nein, ich habe nicht in der anderen Abteilung gearbeitet heute. Nein. Aber die sind, also wir haben ja da so ein Grossraumbüro, da sind halt mehrere Abteilungen bei uns. Wir von der Spielwaren sind ja nur 6 Leute, in Anführungs- und Schlusszeichen. Da hat es andere Abteilungen, die sind natürlich viel grösser. Tschüss, Caro. Viel Spaß. Viel Vergnügen. Und bis irgendwann ist die Woche. Hey. Da. Teile entziehen sich mir wieder. Was auf das Segment habe ich doch die ganze Zeit gewartet. Was, welches Segment? Welches meinst du, es soll sein? Und Barracks, wie ich empfohlen habe, ein Layer 3 Switch für mein Heimnetzwerk. What? Was? Habe ich was? Layer 3? Hä? Ich habe das empfohlen. Oder meinst du das USB-Hub? Weil das habe ich kürzlich gekauft. Weil ich einfach zu wenig Connections hatte. Aber ich nehme nicht an, dass du das meinst, oder? Ich weiß schon gar nicht, was ich alles rauslasse, Leute. Leute! Ah, Barracks, ja, siehst. Ah, Mann. Ah, verkackt habe ich's. Wieso hast du nicht. Wieso hast du nicht in das Spiel gesagt? Da hätte ich wahrscheinlich noch gestiegen. Ah, damit. Ah, jetzt haben wir gerade geoutet. Ah, schade. Jetzt haben wir niemanden können zum Kauf verleiten. Jetzt haben wir alle verarscht, oder wie? Wieso hast du nicht gesagt, du hast Bruchzahl bestellt? Ich schiebe jetzt den Fehler auf dich, Barracks. Ganz einfach, so machen wir das. Ist ja immer der Chat geschuld. So, und wo kommen die jetzt an? Nachher ist Finito Pepito hier. Da unten ist nichts. Muss das so? Also das ist noch nicht so ganz stabil hier. Okay. Aber so sieht unser Lunar Lander momentan aus. Ah, eben, der Barracks hat Bruchtal bestellt. Okay, hast du nur verwechselt. Ja gut, ich meine, es sieht ja fast gleich aus wie der Layer 3 Switch für dein Heimnetzwerk, oder? Kaufen euch beides. Wunderbar. Okay. Ich räume dann das ganze Zeug noch zusammen hier. Aber da müsst ihr jetzt nicht zuschauen. Und dann haben wir für nächstes Mal noch ein bisschen mehr Gold zu verbauen. Und Küchen 4 haben wir noch. Ja, und ich weiß gar nicht, was wir nachher bauen. Also wir haben noch die BMW, aber ich überlege, ob wir nicht etwas Kleineres machen, dass wir so schnell wie möglich dann mit Bruchtal anfangen können. Und Bruchtal wird etwas Grösseres. Ich muss gerade mal schauen, wie viel
Wie viele Teile? Sicher etwas 7000. 6167 Teile. Ja, das gibt gut einen Monat Arbeit. Gut einen Monat, würde ich mal behaupten. Wie wäre es mit Minions? What? Minions! Habe ich nicht hier. Banana! Ja, well, entscheiden wir das anderes Mal. Okay, eben, hier, Lunar Lander, so weit sind wir. Und am Schluss sollte er so aussehen. Und dann haben wir unsere Mondlandemission fertig. Und jetzt machen wir aber den Sack zu. Die Chefin hat gesagt, ich muss wieder arbeiten. Also anders arbeiten. Jetzt habe ich auch gearbeitet, aber anders. Sonst kommen die nicht so Neuheiten wie eben Lego Herr der Ringe Bruchtal, by the way, bei uns auf dem Shop. Ich sage es jetzt nochmal. Kann man nicht genug sagen. Kassenbild, wo lebensechte Figur von mir selber ist und ich ausgesehen wie ein Minion. Macht Sinn, absolut, absolut. Ich kann ja auch so einen gelben Tee oder so einen ungesunden. Merci vielmals Steam Deck. Steam Deck. Richtig, Steam Deck auch. Aber wir haben es noch nicht online, oder? Steam Deck haben wir gestern Doch, ist online. An Lager. Leute, Steam Deck. Wo wollt? Jetzt. Jesus Christ, gut, sagst du das noch? Wir haben das gestern im Podcast angesprochen. 256 GB Version, also die mittlere und die große 512 GB. Steam Deck, also die Handheld-Version von Valve mit Steam drauf schon. Könnt ihr quasi immer Steam gamen. Und Leute warten schon ewig drauf. Es gibt keinen Schweizer Distributor für das, noch nicht. Wir bekommen sie eigentlich gar nicht so richtig, aber wir haben andere Quellen angezapft und das ist jetzt bei uns. Es hat noch ein paar. Ich bin sicher, bis am Abend sind die weg. Okay, es wird schon gekreischt. Gut. Warte. Ja, gut. Steffi hat schon netterweise hier den Link rein da. Gut, haben wir das auch noch abgehakt. Morgen ist ein weiteres Mal Troy am Zocken. Ich muss jetzt gerade mal schauen, was hat der gute Troy morgen? Der Troy ist ja nicht rum. Und ich bin so nicht vorbildlich, sondern nachbildlich gewesen. Und habe gar nicht geschaut, was er morgen hat. Aber ich kann das sicher geschwind herausfinden. Schau mal. So. Ja, jetzt muss ich mich da noch einloggen. Das geht natürlich nicht. Aber ist sicher am Zocken morgen. Der gute Troy. Wenn alle 6 postest, Clou, dann kommst du einen Kopf über. Ich klopfe dir eins. Nehmt doch das den anderen Leuten nicht weg. Hot Up Stream mit dem Troy machen wir im Sommer, haben wir entschieden. Schön so Livestream von den Appenzeller Alpen oben runter, oder? Mit diesen wunderschönen Hügeln, mehr im Hot Tub, Vollmond und ein Gläschen Champagner. Macht der Walheim weiter, sehr wahrscheinlich, sehr gut. Jedenfalls schaltet die morgen am 3 für mit dem Troy. Und wir sehen uns nächste Woche wieder am Dienstag. Montag sollte Nico wieder rum sein für einen Podcast. Und Dienstag mit mir geht es weiter mit dem Lunar Lander von 1 bis 3. Merci vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Das war sehr, sehr lustig. Mal wieder. Gut, dass ihr mich überlebt habt. Ich habe euch überlebt. Dann wünsche ich euch noch eine wunderbare Woche. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Habt Sorge und tschüss miteinander.